unsere Geschichte Nummer 47. Ditmal vertellen wir erst noch ein bisschen mehr von wat Jacob Harms schrift en dan van wat op de Blue Creek Siedlung in Belize passiert, no als der Jacob Harms seinem naar Bolivia uitwanderen met de gemeenteglieder top, die ook nog aan dem Gomreifenreder verbod vasthouden willen. Als der Jacob Harms sagt in seinem Heft, sei leerdienst sind sich 1973 einig geworden, naar Bolivia uitzuwanderen en haben angefangen, daaraan te arbeiten. Harms wil aber noch eer zij uitwanderen eine Predigerwohl anstellen. Aber hij wordt zich door even met zijn Martiner nicht einig. Zwei Predigers en de Diakon wandern uit naar Bolivia, so schwind als zij ihre Wirtschaften verkauft haben. Diese Ooms loten Jacob Harms en Franz Rempel in Belize einfach ganz allein mit ihrer Arbeit en trekken naar Bolivia. Voor een ganzes Jahr, sagt ältester Harms, haben hij en Franz Rempel de gemeente allein bedienen moest. Ältester Jacob Harms zijn schrijven openbaar ook klaar, dat zich tussen de drie ooms wat al 1973 naar Bolivia uitwanderden en die twee wat nog een jaar langer in Belize blijven, sehr starke Spannungen entwickelten. Sie haben sich later aber noch weiter verständigen können. Am 17. September 1974 hat ältester Jacob Harms endlich doch noch eine Predigerwohl aufholen können in Belize. Abfallend ist in seinem Schreiben, dort, wenn er von mehr Predigers wählen redet, dann redet er von den Jengerkranz-Storchermärkten. So haben auch andere ölkolonische Umstände manchmal genannt. Aber diese Uitlegung, dort, wenn ein Mensch als Prediger gewählt und bestätigt worden ist, dort er dann dadurch Jesus in Jünger geworden ist, oder dort Predigers allein Jünger sind, dort scheint mir eine sehr wunderliche, menschliche, nicht biblische Uitlegung zu sein. Denn die Bibel lehrt ganz klar, dass der Mensch dadurch Jesus in Jünger wird, dass er sich zu ihm bekehrt und er dann mit seinem Geist und sein Hort hinantreibt in sein Lehrer wird. Dass der bekehrte Mensch sich von Jesus lehren lässt, wo er am nachfolgen kann. Mir fällt es auch ab, was ältester Harms sich für Nomes zu brücken erlaubt, für die neue Gemeinden in ihre Predigers auf der Blue Creek Siedlung. Er nannte neue Gemeinden Sekten, und von denen ihre Predigers sagt er, und ja manches andere, dass sie bedregende Irrlehrer sind, die unschuldige Säulen verführen. Er sagt, die freveln und trotzen, die verstahlen sich als Christi Apostel und so weiter. Was ältester Harms das noch alles sagt in seinem kleinen Heft oder Buch, das könnt ihr selbst nachlesen. Ich weiß, wir haben noch gar nicht davon geredet, wo dort auf der Swiftcurrent Nord- und Santa Rita-Kolonien auch was durchkam, dort der Uitschluss nicht mehr gebraucht wird, während dort Gomreifenräder brücken. Davon vertellen wir bald auch noch einmal. Von nu will wir bloß sagen, dass auch der älteste Harms in Schreiben klar zum Verschieden kommt, wo die ölkolonische Gemeinden sich in ganz Lateinamerika offensichtlich in zwei Gruppen von Kirchen eingeteilt haben, von den Lot 1950er Jahren an bis an den Lot 1960er Jahren. Ölkolonien wandern uit von Belize naar Bolivia. Een kleine gemeente van de Spanische Lookout-Siedlung in Belize schepen Wirtschaften von Ölkolonien ab, die de Blue Creek Siedlung en de Blue Creek Siedlung wordt vandoor naar Bolivia wandern. Als ältester Jacob Harms 1974 mit dem größten Port von ölkolonische Families, wat op de Blue Creek Siedlung in Belize woonden, naar Bolivia trok, en dadurch op de Blue Creek Siedlung veel Wirtschaften zum Handel wären, dann fangen da bald immer mehr Kleingemeinden von der Spanisch Lookout-Siedlung an, von der Ölkolonie ihre ladig gewordene Wirtschaften abzukippen und dahin umzusiedeln. Diese Kleingemeindefamilien fangen auf der Blue Creek Siedlung selbstverständlich auch bald an mit ihrer eigenen Schule und Gemeinde. Und als dort erst eine Kleingemeinde Schule und Gemeinde gibt,
dann fangen bald auch immer mehr von den neuen Ölkolonien Eltern an, ihre Schulkinder nur die kleingemeindliche Schule zu schicken und fuhren dann auch bald mit Families taub nur die kleingemeindliche Kirche. Met de tijd leist de nieuwe Ölkolonische Gemeinde sich an Belize ganz ab, en dem ein Port von ihre Families übergingen nur die Kleingemeinde, ein anderes Port nur die IMMC-Gemeinde, en andere Families nur Kanada trocken. Ältester Jakob de Dick en seine Frau gingen auch über nur die Kleingemeinde. Wir wollen nu anfangen zu vertalen von wo die Ölkolonien ihre geistliche Leidenschaften in Chihuahua auch auf das Swiftcurrent, Nord- und Santa Rita-Kolonien die Kontrolle verloren über dort nicht träglich mit Gumreifen-Räder brücken dürfen. Aber erst noch ein Bild von dem Santa Rita-Kolonie Anfang. Wort von dem Land in Chihuahua, Mexiko, wird von der die Santa Rita-Kolonie genannt wird, wie all Eier privat gekauft und besiedelt worden, Wort von Sommerfelder Families und Wort von Ölkolonier Families. Aber dann, 1962, wird von der Ölkolonische Nordkolonie gemeint uit, dort große Fleck Land, über 13.000 Hektar, von der sogenannten Feuerranger Esteban und Oscar Almeida gekauft, was nu bekannt ist als die Santa Rita Kolonie. Das Swiftcurrent gemeint neemt ook deel aan diesem Landschepen. Cornelius de Rempel, der damals einer von der Nordkolonie ihre Vorsteher war, der vertalt mir Lothar mal, dass er dort erstlich nicht gewiss, aber Lothar angeworden war, dass die Ejidos, die Agraristen, all bei der Chihuahua-Regierung angelangt hatten, ein Port von dem Santa Rita-Land für sich ernehmen zu dürfen, all ehe die Mennoniten dort kauften. Aber die Landverkäufer haben die Mennoniten durch ihre Aufkoten versichert, dass, wenn sie dort Land kaufen und besiedeln würden, dann würde dort gesichert sein, dass die Ejidos dort nicht würden für sich annehmen dürfen. Aber die Ejidos nehmen doch erst ein Port von dem Land für sich an, wo die Sommerfelder gekauft und besiedelt haben. In Lothar nehmen sie noch zweimal ein großes Fleck von der Ölkolonie ihrem Land auf die Santa Rita Kolonie auch für sich an der Ostseite von der Kolonie. En nu, wat passiert op de Swiftcurrent Nord- en Santa Rita-Kolonien, nadat de gemeente op de Manitoba-Kolonie opgeheerd had, den Uitschluss te brokken, wegen Gumreifenräder und de Tractors te brokken. Nu wil we aanvangen daarvan te vertalen, dat de Ölkolonische Ooms ook op de Swiftcurrent Nord- en Santa Rita-Kolonien en Chihuahua nicht mehr gebaut oder verbaut, dass die Tractors nicht mit Gumreifenräder gebraucht worden dürfen, durch dort Uitschlussbrocken den gewünschten Erfolg erreichen und in Kraft holen können. Und von Wort dann alles passiert. Aber erst noch ein bisschen mehr von was auf der Manitoba-Kolonie passiert, nachdem Isaac am Dick sein erster Mitältester Bernhard Wieb seinen Bund mit der Gemeinde Brück und Waschtrag. Bald nachdem der neue Mitälteste Bernhard Wieb seinen Bund mit der Manitoba-Kolonie Gemeinde gebrochen und nach der Buenos Aires-Kolonie in der Nuevo Casas Grandes Gegend getroffen war, dann wird Heinrich Dick im Oktober 1962 als Mitältester gewählt. Aber er wird nicht am Sonntag nach der Wahl als Ältester bestätigt, so als dort gewöhnlich getan wird. Ehe er sich als Ältester bestätigen lässt, befragt er sich mit sehr viel Breiter an die Gemeinde über, ab was für eine Bedingung sie dachten, dass er dort ältester Amt annehmen soll. Denn das wir auf der Manitoba-Kolonie all sehr klar geworden, dass dort Uitschlussbrocken am Fair zu behen, dass die Kolonisten nicht die Gumreifenräder brocken würden und ihre Tractors nicht mehr schaffen würden.
Als Hennig Dick sich met sehr viel Breiter über diese Sache befragt hat, en nogmaals waar bij ons opgefahren weer, als hij naar Kreuzgaard kwam zum daar predigen, dan zei hij te mij, ik heb al zeer veel Breiter gevraagd, op wat voor een bedingung ik dat älteste Amt aannemen zal. En wie de meeste van aan willen hebben, die zullen de Breiter niet meer uitsluiten wegen ihre Traktors met Kummerreifenräder brocken, aber wir sollen den Uitschluss brocken zum Verbeien, dat de Lied de Koren en Troks nicht ook anfangen te brocken. En dan vroeg hij mij wat ik daarvan dacht. Of dat wordt te brocken zijn, wanneer hij dat älteste Amt met zo'n bedingung aannemen wordt. Aber mij schijnt dat niet rasch te zijn, op zo'n menselijke bedingung een älteste Amt aan te nemen. Ik zei te hem, naar mijn opvatting nou, dan darf ein Ältester sich mal auf eine Bedingung an seinem Amt bestätigen lassen. Und dort dass er sein Amt so handhaben wird, als das Wort Gottes dort lehrt. Aber Hennig Dick leitet sich doch darauf an, als Ältester bestätigen, dass die Gummreifen vorher nicht mehr ausgeschlossen worden wurden, aber so eine Breiter, wird ein Kaufwürdig haben und brocken wurden, die wurden mit dem Ausschluss bestraft oder diszipliniert worden. Als Hennig Dick in seinem Amt bestätigt worden wäre, dann übergab Isaac M. Dick am meistens die Leitung von der Gemeinde. Der neue Älteste fand das so, dass die Gemeinde viel zu groß wäre, um von einem Ältesten erfolgreich geleitet zu werden. Und nach etlichen Jahren leitet er dort daran an, dass die Gemeinde zwei Älteste haben soll. Einen für das Nordeng von der Kolonie und einen für das Südeng. En dan stelt hij een älteste wohl aan en leidt de Breiter einen ältesten wählen für das Südeng von der Manitoba-Kolonie. Hij selbst übernimmt dann das Nordeng. Dort mehrlich zu merken, dass diese beiden ältesten Staub die große Gemeinde erfolgreich in einem Einklang leiden würden, wird das so bereit, dass beide ältesten mit ihrem Amtstaub einmal im Monat aller Taub ihren Donnerstagssitz haben würden. Der erste Älteste, der für das Südeng von der Manitoba-Kolonie gewählt wird, war Johann Leuven von Hamburg. Dort Johann Leuven das älteste Amt überhaupt annehmen, das wir ein Bett abfallen. Dann will das noch gar nicht so haben, dass die Gummreifen vorher nicht mehr von der Gemeinde ausgeschlossen brockten. Lothar noch mehr von Johann Leuven seinem ältesten Amt annehmen, trotzdem hij nicht mit ältester Hennig Dick stammt, wegen der Gummreifenfrau. Nu erst von wat 1966 bis 1968 auf des Swiftcurrent, Nord- und Santa Rita-Kolonien passiert, als dat Uitschlussbrocken wegen der Traktors mit Gummreifenräderbrocken da auch nicht mehr schaffen wollen. In den mehr 1960er Jahren war das sehr klar, dass sehr viel Breiter auf der Swiftcurrent, Nord- und Santa Rita-Kolonien auch ihre Traktors mit Gummreifenräder brocken wollen. Und dort verursacht viel Konflikt in diese Gemeinden. Aber die Ältesten sprachen auf verschiedene Wege ihre strenge und richterliche Einstellung zum Ausdruck. Hier folgen 3 Beispiele von wo Älteste sich richterlich ausdrücken. Eins, der erste Älteste auf der Nordkolonie Franz Dick ist bestimmt von ältester Isaac M. Dick in seinem Amt bestätigt worden. Und ehe er ihn bestätigt hat er ihn bestimmt auch dort Versprechen aufgenommen, dass er die Gemeinde ihr Gummreifenverbot streng festhalten wird. Und als Isaac M. Dick dann abhören muss mit seinem strengen Handeln und das Ausschluss geben wegen Gummreifenräderbrocken selbst nicht mehr durchführen kann, dann habe ich viel davon gehört, wo ältester Franz Dick sich richterlich über ihn ausgedrückt hat. Ich will hier bloß ein von seinen Ausdrücken weitergeben, so als ich unsere Vaters davon habe vertalen gehört. Die alle Vaters vertalten sich davon, dass Franz Dick, der mit Taub und Blumenort Manitoba abgewassen wäre, von Isaac M. Dick gesagt hat, dass er, was er gespähen hat, war abfreit so sein Hund. Noch spreche 26 Vers 11. Das wir unsere Vaters ganz zu euch, dass Gesellschaftsbruder einen halben Vers oder ein halbes Spruchwort uit einem Taubhang rütrieten wird, um ihren Ältesten mit Hunden zu vergleichen. Zweitens,
Op de Noordkolonie weer Bernhard Peters intussen älteste geworden. En als hij dat zo aangeleid had, dat die Johann Giesbrecht van Altmaier uitgesloten worden weer, dan verlangt hij dat Giesbrechts ihre Kinder, Diakon Dietrich Friesens, ihren Vater meiden sollen. Während diese und verschiedene andere Sachen käme dort Atelier mal fair, dort die Johann Giesbrecht von Altneu und Bernhard Peters sich streiten. Einmal, als diese beiden Männer sich weiter streiten, so vertalt die Giesbrecht mir dort mal, dann haben sie beide sich jenseitig noch mal weiter Schriftstätten vergeholt. Und dabei hat Bernhard Peters zu ihm gesagt, die Giesbrecht, die verstehen die Schriftstätten meist immer anders als wir uns die verstehen. Und dann hat er zu dem Ältesten gesagt, dort mag ich auch, dass ich Bibelversen manchmal anders verstehe, als sie die verstehen. Aber wer versteht die dann recht? Ich oder je? Und dort hat der Älteste gesagt, dort ist sie keine Frau, wer die recht versteht. Denn die Bibel sagt, die Salbung wird je alles lehren. En ik zie die Salda, daarin weet ik dat ik dat woord recht verstehe. Ik heb dat al manchmal so vernommen, dat einige ons dat so uitleden, als van de mens dadurch gesalbt wordt, dat hij als Prediger gewählt en bestätigt wordt. Aber so entschieden had ik dat vorher noch von keinen sagen gehört. Diese Uitlegung ist nur meinem Verstehen, aber nicht biblisch. Dann, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Salbung wird je alles lehren, dann meint er, wenn ich mit meinem Geist in jene Horten angetroffen sein war, dann wird er je alles verstehen lehren. Also, wer sich zu Jesus bekehrt, in dem sein Hort trägt Jesus mit seinem Geist an, und wenn Jesus sein Geist an dem Mensch seinem Hort wohnt, dann ist er dadurch ein Gesalbter geworden. Nicht dadurch, dass er als Prediger gewählt und bestätigt worden ist. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal lernen wir noch ein Ding von wo Älteste sich manchmal sehr rechtlich uitdrücken. Und dann fangen wir an zu vertalen von wo die Älteste auf die 12 Korinth, Nord- und Santa Rita Kolonien Reitmerken zum Uitwandern von Chihuahua, Mexiko nach Bolivia. But nächstes Mal. Ik zie George Rempel.